Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. In dem Video geht es um die Etage 100 im Summit. Da hat sich seit dem Titel-Update 20 einiges geändert. Ich sage, es ist schwerer geworden. Wir haben es auf heroisch gespielt mit 3 Direktiven. Zuerst ist man ganz locker durchgekommen oder ja, weniger Anstrengung. Und jetzt spawnen die Ads woanders. Ja, und bei den Huntern hat sich auch ein bisschen was geändert. Und ich zeige euch in dem Video eine neue Taktik, wie man da am besten durchkommt, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so gut ist. Es kommt auf die Sets an, die verlinke ich euch oben, aber später mehr dazu. Ich bin die Feldwalzen und da sagen, jetzt packen wir's. Ja, wie man schon sagt, in dem Vorraum zu den Hunters, da geht schon richtig zu, die halten einiges aus. Liegt natürlich auch an den Direktiven, wo ich eingestellt habe. Ich habe ein Tankset an, ein Unterstützertank. Das heißt, ich habe einen Haufen Rüstung und kann den Buff verteilen opportunistisch. Also jeder Schaden wird verstärkt, der wo jetzt die Ads trifft. Somit unterstütze ich meine Leute. Und das hat dann ganz gut funktioniert soweit. Dann habe ich auch noch die Spezialisierung Feuerwand drin. Das heißt, wenn hinter mir einer steht, kann er seinen Schaden auch nochmal verstärken. Das heißt, man rennt immer zu zweit, einer hinter mir, der schießt mir über die Schultern drüber und die anderen versuchen die zum Treffen, die ich markiert habe mit dem opportunistisch. Opportunistisch, ja, schwieriges Wort, Alter. Ja, und da haben wir uns dann durch den ersten Vorraum durchgefreut, mehr schlecht wie recht, aber wir sind durchgekommen. Und dann zeige ich euch die Besonderheit, was jetzt im TU20 geändert hat. Das ist im nächsten Raum dann bei den Hunter, die leider dann nicht mehr kommen, wo sie zuerst gekommen sind, beziehungsweise spawnen zu einem anderen Zeitpunkt. Man kann die Taktik, die wo man zuerst aber gespielt hat oder die meisten gespielt haben, nicht mehr anwenden. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt da ein Video drüber, weil auch Leute, die wo jetzt halt nicht so fit sind mit dem Summit, schaffen es so meiner Meinung nach viel leichter. Ja, irgendwann haben wir uns dann da mal durchgefreut. Dann sind wir mal in dem Vorraum von den Hunter und jetzt war es einfach so, alle haben stehen bleiben, einer rennt rein, die Hunter spawnen, der eine rennt wieder zurück und dann macht man die platt. Funktioniert nicht mehr, wenn man gesehen hat. Ja, also die spawnen erst, wenn alle draußen sind und dann gehen die Türen hinter uns zu. Also du stehst dann drin und denkst dann, passt, wo ist jetzt? Zumindest hat es uns so gegangen. Jetzt gehen wir die anderen hinten nachher. 1, 2, 3, 4. So, in dem Moment, wo alle herin sind, spawnen die und die Tür ist zu. Also man kann nicht mehr ausrennen. So gescheit wird man nämlich gewesen und hat nicht funktioniert. Und wenn wir jetzt da bleiben, wo wir jetzt sitzen, mit unseren Builds, was wir gehabt haben, haben wir überhaupt keine Chance nicht gehabt, heroisch mit 3 Direktiven da das Ding durchzuziehen. Die haben uns weggemacht, die haben wirklich sehr stark geworden. Der eine oder andere wird sagen, aber stellt sich so, ja, wir haben ja keine High-End-Spieler, sondern einfach nur normale Spieler. Und wir haben es einfach so nicht gepackt. So, jetzt haben wir uns was überlegen müssen, dass wir das auch schaffen. Auch wenn wir zu blöd zum Spielen sind sozusagen. Ne? Also in manchen Augen vielleicht. Wir haben schon einige so hören dürft. Aber es geht einfacher. Und so schafft es dann auch jeder. Und das zeige ich euch jetzt. Also man mache folgendes. Man rennt zu viert durch den ganzen Graffel da durch auf den anderen Balkon aus. Also der ist genau gegenüber. So, und da verschanzen wir uns. Da drückt ja jeder eine Deckung ein. Da stehen 2 so Kisten, 2 hervor, 2 hinten. So, und der, wo neben mir steht, der macht Damage auf die Hunter, die ich markiere. Der Trick bei der Geschichte ist einfach, die müssen einzeln kommen und egal wie oder wo die kommen, 2 machen den oberen Eingang und 2 machen den unteren Eingang. Wie gesagt, ich versuche immer alle zu markieren und versuche den Schaden von den anderen Sets zu erhöhen. Es geht so relativ einfach. Wir haben da das erste Mal probiert und haben uns gefreut, wenn wir durchgekommen sind. Also, wie gesagt, ohne Heilen oder Heilhive oder so. Wiederbeleber, so muss man sagen. Wiederbeleber ist vielleicht ganz, ganz sinnvoll, weil die schon wirklich was aushalten. Also die 2 anderen oder 3 anderen,
Die haben Heartbreaker und Striker auch gehabt. Und wenn man sieht, ja, es tut sich jeder hart, dass er den oberschießt, da, den Teufel. Ne? Schießt man zu dritt das drauf und ja, rührt jetzt nicht wirklich etwas. Und jeder weiß, wie stark dass der Damage ist von einem Striker-Set. Ja. Ich würde halt vorschlagen, vielleicht so einen Incursion-Striker, ja, der ist auch bei mir auf dem Kanal. Ich verlinke auch den Set, was ich angehabt habe. Das ist ein Super-Tank von mir. Und ja, es ist schon das Video, aber man sieht dann, wo ich genau anhabe. Ja. Wie gesagt, da schmeiße ich einen Hive, weil den hat es wieder zerlegt. Wir haben ja, ganz schön zum Werker gehabt, dass wir durchkommen, aber so funktioniert es dann. Wenn das eingespielt ist, vielleicht ein, zweimal probieren, dann funktioniert das ganz gut. Also nochmal zum Mitschreiben. Türe auf, alle durchrennen, bis man draußen auf dem Balkon steht und dann schauen, dass man die Hunter einzeln einzieht und dann auch einzeln bekämpfen kann. Immer schön in der Deckung bleiben, weil die immensen Damage machen. Das ist eigentlich der ganze Trick an der Geschichte. Wenn es anders geht, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mal dazu, welches Set das ihr gehabt habt. Das mich schon interessieren. Und wenn euch die Taktik gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Und wie man sieht, wir haben ja nicht, ja, SHD macht nicht unbedingt einen guten Spieler. Ne? Ich habe auch 7000, aber ja, manche Sachen kann ich, manche kann ich es überhaupt nicht. Aber damit muss ich sagen, spiele ich doch sehr oft, weil ich den Countdown überhaupt nicht mag. Und von dem her gesehen, ja, freut es mich, dass ich jetzt das geschafft habe, dass man da wirklich lockerflockig durchkommt sozusagen. Sollt Spielersuche für den ganzen Gaudi da, dann schaut bei mir am Discord vorbei, da sind immer welche da, die wo euch helfen. Oder einen Clan, wenn es dann braucht, die haben wir auch, sogar 3, 4, 5, wo es beitreten könnt den Gastsucher, je nachdem Spieler können und vorhaben, haben alles da. Es gibt bei mir alles am Discord und mittlerweile glaube ich 5 Clans inkludiert. Jeder spielt mit jedem, jeder hilft jedem und ja, feine Sache, da ich sagen, wächst stetig, ja. Ja, wie versprochen gibt es jetzt noch die Links oben für die verschiedenen Builds, was wir gehabt haben. Oder Builds, die wo man springen kann, ist ja nicht zwingend, aber mit denen sind wir halt mir durchgekommen. Und ja, der letzte, den machen wir dann auch noch platt und dann war die Freude groß, weil wir es doch 3 oder 4 Mal probiert haben, wenn nicht öfter. Masken gibt es natürlich auch von die Hunter, ja, wenn man jetzt die noch nicht hätte. Sollte jetzt ein Junger oder Neuling spielen wollen, dann kann er sich gern bei mir melden. Discord-Link ist im Kanal. Wir ziehen wir die durch und ich melde mich, sollte man wieder auf Etage 100 sein, aber irgendwann ist über auf 100. Also geht es relativ fix. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem. Man sieht sie hoffentlich im nächsten Video. Servus, pfiat euch und habe die Ehre.